Oh mei, sagt die Meier Gret, mit dem Hund, das ist ein Gefritt. Er macht nicht Sitz, wenn ich's ihm sag, weil der Sachsen die einfach nicht mag. Vom Tierheim hat'n ihre Tochter gebracht und sie für 3 Wochen Urlaub aus dem Staub gemacht. Wenn die Gret am Tisch isst, liegt er drunt. Auf einmal schmeckt's ganz streng nach Hund. Da vergeht das Essen bei dem Geschmack, am liebsten schmeißert's ihn aus und packert'n am Knack. Aber kaum gelangen sie hin, schon beide ganz laut. Der spannt das Kleid, dass er sich eigentlich nicht traut. Sie freut sich auf Schnitzel, schon hat's er im Schlund, nachher isst halt sie den Salat und die Schnitzel der Hund. Er flagt schon drin, möcht sie in ihr Bett, wenn's halt ein bisschen eine Durchsetzung hätt. Sie wuselt, Hasso, bitte geh da raus, aber halt ein bisschen Staat. Er macht keine Anstalten, dass er das, was sie möcht, auch tat. Die Gret zählt die Tag, bis die 3 Wochen vergehen. 6 Kilo hat schon angenommen, weil's außer Salat tut's nix sehen. Heut kommt die Tochter wieder heim, mei, was für eine Freude. Endlich, denkt sie die Gretel, hab ich für mich wieder Zeit. Weg mit dem Hasso, heut mach ich mir nur einen Bron. Da tu ich mir dann die doppelte Portion aufladen. Mama, sagt die Tochter, ich bin wieder zurück. Und im Urlaub hab ich's gefunden, mein liebes Glück. Schau, das ist der Ungulu, den lieb ich so sehr. Meine Urlaubsbekanntschaft aus Afrika, den geb ich nie wieder her. Übrigens, der Hasso bleibt bei dir, liebes Muttili, weil der Ungulu hat eine Hundehaarallergie. Eine Moral gibt's bei dem Geschichtel nicht, außer die Gretel liegt am Kanapee und der Hasso im Bett.